Spezialität heute. Gumpende Herdöpfeli mit feinen Zack-Zack-Schnitzeln. Jetzt schauen, wie man das macht und wie es richtig fein wird. Für die gumpenden Herdöpfel brauchen wir eben die Herdöpfel, was sonst noch? Wir sind noch nicht einig über den Namen von diesen Rezepten. Es sind auf jeden Fall Herdöpfel, die so Sprüngli machen. In die Pfanne. Wir sehen das, ja. Wir benutzen die, also die richtig so Freude haben zum Springen. Nehmen wir Butter, ein bisschen Olivenöl, je nachdem, wie heiß die Pfanne wird. Peterli, verschiedene Städte gewürzt, oder? Ich habe auch hier getrocknete Peterli, Stück aus Pfeffer, Herdöpfelgewürz für Herdöpfel. Siehst du, dass ich aber noch Marinade habe? Wir machen noch ein Fleisch dazu. Fantastisch. Also ein Plätzchen noch. Okay? Mega gut. Das sind so Zack-Zack-Plätzchen. Zack-Zack. Es sind Zack-Zack-Herdöpfel, Zack-Zack-Plätzchen. Okay. Die springen, die bleiben stehen. Ich bin in einer Sekunde zurück. Also liegen, ja. Also sie bleiben nicht stehen. Genau. Also bis nachher. Ciao. Tschüss. So, eigentlich hätte ich gefriergetrocknete Peterli genommen vom Städti. Ich habe die hier so schön bei mir in die Küche gefunden, habe ich bekommen. Und da habe ich jetzt schon einige Rezepte mit denen gemacht. Sie sind aber immer noch schön und frisch. Dann verwende ich die auch noch jetzt für dieses Rezept. Und ich fange hier ausnahmsweise zuerst mit den Peterli schneiden, weil der Rest geht so schnell, dass, wenn nicht alles vorbereitet ist, habe ich keine Chance. Da bin ich selber zu schnell für mich selbst. Also, schneiden. Oh, die springen. Sage, die sind frisch. Dabei die Herdöpfel sollen nachher springen. Wenn nicht das Peterli. Immer da, dann kann ich richtig halten. Da kommt erst ganz am Schluss. Es gibt eine Farbe und noch ein bisschen Geschmack dazu. Ist parat. Ich empfehle dir auch die Hai. So vorher die Sachen vorzubereiten, das hilft extrem. Da habe ich ein Stück Fleisch. Mache ich mit dem Honigmarinade heute. Ein Pfuff. Machen wir nochmal einen Pfuff. Und da massiere ich im Fleisch ein mit dem. Da muss ich gar nicht viel früher machen. Gell? Da geht wirklich so zack, zack in dem Moment, wo ich koche. Wenn ich ein grösseres Stück hätte, würde ich vielleicht vorher schon marinieren. Aber so geht es gut. Super. Lasse ich da. Putze hier. Das Fleisch ist mariniert. Peterli ist geschnitten. Ich habe extra so bestellt, der Städti macht den Einkauf, so kleine Herdöpfel. Er hat so die sogenannten Raclette-Herdöpfel gekauft. Ich habe welche gesehen, die sind ganz klein, aber im Pack sind noch andere, die ein bisschen größer waren. Die ein bisschen größer sind, werde ich einfach einmal in die Mitte schneiden. Nur so, dass sie sind schon gekocht, das habe ich vorher nicht gesagt, Entschuldigung. Sind gekocht und geschält, wirklich ganz gekocht. Sind festgekochte Herdöpfel. Ich schneide die anderen einfach in die Mitte, nur damit sie mehr oder weniger gleichzeitig so. Die Idee ist, dass sie knusprig sind draußen und weich drinnen. Und so sind sie gleichzeitig so weit, weil sie eben verschiedene Größen haben. Also schneide ich so, die größer sind, etwa so in die Mitte, dann habe ich etwa größer oder gleich groß. Ganze, runde und größer in die Mitte geschnitten. Nehme ich die dann noch weg, die sind auch noch klein genug. Ich habe sowohl ganz kleine und so Mitte halbiert. Die Pfanne lasse ich fürs Fleisch. Ich fange mit diesem hier an. Ein bisschen Butter hinein und ein bisschen Olivenöl. Einfach gut Butter verteilen. Die Herdöpfel und die halbe Herdöpfel hier rein. Schon mit Herdöpfelgewürz. Ich glaube, so, also einfacher als das geht gar nicht. Herdöpfel, ich nehme Herdöpfelgewürz. Punkt. Die lasse ich zuerst mal auf einer Seite. Ich tue das nicht die ganze Zeit schwenken. Das ist nicht die Idee. Die sollen ruhig so ein bisschen bleiben. Dann werden sie goldig braun auf einer Seite, dann schwenken, dann nochmal. Und da ist das, was ich meine. Ich bringe die zum Springen, zum Kumpen. Ich glaube, man sagt das so. Mit dem Fleisch warte ich noch. Vielleicht, wenn ich auf der letzten Seite bin bei dem Herdöpfel, dann kommt das Stück Fleisch auf die Pfanne. So, erstmal riecht es schon langsam so nach Butter mit Herdöpfelgewürz. Und jetzt, wenn ich so mache, siehst du das, was ich meine? Es ist goldig braun. Und ich probiere das wirklich so zum Springen zu bringen. Lasse da.
Wenn Sie nicht genau das machen, was ich will, dann drücke ich so. Ich helfe ein bisschen nach. Das Ganze wird ein bisschen goldig schon, dank Butter. Dann warte ich immer wieder ein bisschen, nochmal schwenken, bis mehr oder weniger auf alle Seiten schön goldig braun sind. Schauen wir mal. Ja, perfekt. Siehst, jetzt, wenn ich das so drehe, sind schon einige Seiten so goldig. Lasse ich da hier noch ein bisschen. Und beginne mit dem Fleisch. Dafür das Fleisch auch ein bisschen Olivenöl. Ich habe hier nicht mehr. Ich glaube, ein bisschen muss ich noch nehmen. Muss ich aufpassen, es wird schnell heiß. Und die Pfanne ist sowas für schwer. Herdöpfel nicht vergessen. Sind sie nicht so schön? Ich finde, die sind so super. Und dann, hoffentlich macht ihr jetzt. Ja. Hoppla, ich will die nicht durchstechen. Mache ich ganz vorsichtig. So. Lassen wir es zuerst auf einer Seite ein bisschen und nur einmal umkehren und dann haben wir es. Hat gesagt, Peterli kommt zum Schluss und wir sind schon fast am Schluss. Du hast gesehen, wie das jetzt Farbe hineinkommt. Jetzt vorsichtig, sonst habe ich überall Peterli. Hast schon ein bisschen, ne? Schön sieht das aus. He? Ich kann hier ein bisschen herunter mit der Hitze. Lasse nur warm. Das Fleisch kann ich auch schon einmal drehen. Hoppla. Ich wollte nicht. Ja, jetzt. Ich glaube, ich muss ganz schnell jetzt sein. Schon gleich den Teller vorbereiten. Das Stück hier ist ein bisschen schmaler. Den nehme ich schon weg. Ich stelle bei mir alles ab. Bringe dich auf den Teller mit dem Herdöpfeli. Die kommt hoffentlich rechtzeitig und wir können zusammen probieren. Jetzt nur kurz, bevor er kommt, mache ich noch ein bisschen Stickhuspfeffer drauf. Ich habe vorher nicht in die Pfanne getan. Mache ich jetzt direkt über die Herdöpfeli und so kann ich ihn schnell holen. Oh, es ist sicher eine riesige Überraschung heute. Sag mal. Jetzt sag so mal. musst. Guck. Hättest du genau springen wie der Herdöpfel Ja, vorher. so. Ja. Das haben wir Kumpel. Genau. Ich habe vorher schon. So. Ich habe vorher schon, genau. Also, das sind eigentlich die springenden, kumpelnden Herdöpfel. Kumpen die Herdöpfeli. Mit Plätzli. Ich merke, ich habe auch kein Messer. Ich kann holen. Soll ich für dich schneiden? Komm, ich schneide ein Stückchen ab. Mach es doch. Dann fange ich mit dem Fleisch an, das passt. Soll ich da? Und bevor ich anfange zu essen, weil ich eben lang kaue, sage ich schon erstmal vielen Dank. Ich gebe euch sicher so eins, ihr könnt es auch noch geben, wenn es gefällt. Bis nächstes Mal. Danke und eine gute. Ich danke fürs Merci. Kochen, Gerne. euch fürs Zuschauen. Saftig. Mal schauen, ob das wirklich gut ist. Sofort. Achtung, heiß. Ein Thurgauer kann nicht so lange, der schluckt schneller. Hey, aber fantastisch. Honigmarinade schmeckt man. Gut, jetzt, man sagt ja, im Thurgau wachsen die schönsten Herdöpfel. Also das steht die Seite. Und darum gibt es auch das Herdöpfelgewürz. Und ich schmecke, es hat noch ein bisschen Stickhuspfeffer drauf. Sehr fein. Sogar erst am Schluss Stickhuspfeffer. Dann Das merkt nicht- man richtig so das. Gibt's auch wieder Gibt's Crunch. so, genau. Mega. Danke. Freue mich. Wieder einmal super. Ja, sehr gern. Es ist, glaube ich, die 1000. Kochsendung. Und Geht so, bis so gut. Lasst uns ein Däumchen nach oben da, Kanal abonnieren und unbedingt unten kommentieren, ob sie es gut macht. Weil sie braucht ja auch eine kleine Bestätigung, oder? Ja, das brauchen wir alle, oder? Genau. Finde ich auch. Man kann es schwer zugeben, aber das tut gut. Mal. Däumchen rauf. Bis nächstes Mal. Ciao Vielen zusammen. Dank. Danke vielmals. Und Ciao, jetzt ciao, nehme ciao. ich unbedingt noch mal ein Stückchen Schnitzel. Sehr fein.